Achtung, dies ist ein Meinungsblock. Alle Talks sind reines Stammtischniveau, mit humoristischen Ansätzen, oft emotional, manchmal auch polemisch. Erwartet keinen analytischen Expertentalk, liebe Freunde. Hallo, Moje, Jode Dach, herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin extrem übermüdet, ich bin extrem gestresst, ich komme auch gerade von der Arbeit. Gestern Nacht, also Sonntagabend oder Sonntagnacht, bin ich um 23 Uhr in Köln angekommen und dann auch zu Hause in meiner Wohnung ungefähr um 20 nach 11. So viel schon mal dazu, wie stressig der gestrige Tag, der um 5 Uhr morgens mit dem Weckerklingeln begonnen hat. Das Uber hat mich dann abgeholt. In Ehrenfeld ging es dann um 7 Uhr los zum Auswärtsspiel in Hannover. Ihr wisst bereits, wir haben verloren. Ich will mich ein bisschen auskotzen bei euch. Weil das gestern, ja, was soll ich sagen, das wurde dem nicht gerecht, was wir Fans aufgefahren haben. Beziehungsweise, was die organisierten Fans aufgefahren haben. Ihr seht das Shirt, ich trage es ehrlich gesagt nur, um den ganzen einen Kontext zu verleihen. Ich hatte Glück, habe eins ergattert. Ich war unterwegs mit dem Fanclub Fedelsjungs. Wir werden ein bisschen auch darüber sprechen, wie die Auswärtsfahrt an sich so war. Viel vom Spiel werde ich euch nicht erzählen, denn das war generell ein beschissenes Spiel. Das wisst ihr selber. Keiner da draußen sagt auch nur ansatzweise, man hätte es irgendwie falsch gesehen, wenn man sagt, es gibt genug zu kritisieren. Und ich stimme da definitiv mit ein. Es fing ja erstmal alles gestern ganz gut an. 7 Uhr sind wir pünktlich losgefahren. Der Busfahrer ist übrigens ein Zuschauer von mir. Du seist gegrüßt an der Stelle. Sehr kompetenter und sehr cooler Typ. Hat mich sehr gefreut, ihn kennenzulernen. Hat seine Arbeit herausragend gemacht. Ein richtiger Profi, Vollprofi ist das gewesen. Und wir waren auch in Hannover für das, was ich erwartet habe, weil war ja auch Ferienende. Ich dachte, wir kommen in Hannover deutlich später an als erwartet. Wir waren ungefähr, glaube ich, 1,5 Stunden vor Spielbeginn dann angekommen. Es hatte alles gepasst. Wir waren, ja, ich weiß nicht, wie viel Mann wir waren, aber es war ein ganzer voller Reisebus. Ne? Es waren jetzt nicht nur Fedelsjungs dabei, sondern auch andere Fanclubs. Und dementsprechend war die Organisation natürlich dem angepasst. Viel vom Stadion habe ich dann im Umfeld mir nicht ansehen können, aber sah auf jeden Fall ordentlich aus. Das Niedersachsen-Stadion, ich werde es nach wie vor nach seinem traditionellen Namen benennen, ist auch ein faszinierendes Stadion. Ich mag ja diese olympischen Stadien, die so ein weites Rund sind, wo du irgendwie das Gefühl hast, dass hier noch ein bisschen Oldschool-Mentalität vorhanden ist. Aber naja, das war es dann auch schon an Positivitäten. Ich kann nicht wirklich großartig was zur Fanszene von Hannover 96 sagen, weil wir waren ja zumindest laut zu vernehmen in unserem eigenen Blog. War wirklich ein richtig guter Support. Es war laut. Es war auch, sagen wir mal, sichteingeschränkt. Das habt ihr ja selber gesehen. Ja. Und ansonsten war das Spiel geprägt von Angsthasenfußball. Mit null Leidenschaft. Wurde dem nicht gerecht, was die Szene aufgefahren hat. Es waren 15.000 bis 20.000 FC-Fans vor Ort. Alle Blöcke drumherum wurden gefüllt. Es war wirklich eine weiße Wand an dem Tag. Mit Ausnahme von ein paar Verstrahlten, die ich da wieder gesehen habe in blauen Trikots oder in hellblauen Trikots. Manche auch in roten Trikots. Wäre ja mal schön, wenn sich da manche Gedanken machen. Aber müssen sie ja nicht, denn unser Verein, ich wollte jetzt nicht sagen unsere Spieler, hat sich ja auch keine Gedanken gemacht. Ich meine, die Auflauffarbe von Hannover 96 ist rotes Oberteil, schwarze Hose, nur die Stutzen haben vielleicht dieselben Farben wie unser Heimtrikot. Warum läuft man dann nicht in Weiß auf? Ich finde, da ist ein deutlicher Farbunterschied vorhanden. Warum muss man dann in Türkis oder was auch immer das für eine Farbe auf diesem Ausweichtrikot sein soll, da auflaufen? Das war ja schon das miese Omen schon im Voraus. Also, dass der Verein da, es wurde mehr als eine Woche vorher angekündigt. Ich weiß nicht, ob du da selber ankündigen musst, in was für einer Farbe du auflaufen willst, mehrere Wochen im Voraus, aber ja, das hat dem Kurvenbild nicht, wurde dem Kurvenbild nicht gerecht. Wollte ich nur mal anmerken an der Stelle. Ich weiß nicht, wer dafür der Hauptverantwortliche ist. Ja, und generell diese erste Halbzeit, die war jetzt wirklich geprägt von
Angsthasenfußball, von Zaghaftigkeit. Irgendwann hat sich dann halt Paccarada dann auch seine gelbe Karte abgeholt. Das konnte ich nicht großartig sehen, weil ich hatte auch Leute vor mir, die deutlich größer waren als ich. Ich kann euch hier keine großartige Analyse geben. Ich weiß nur, alle sind sich einig, dass dieser Schiedsrichter, der anscheinend aus der Regionalliga kommt, das überhaupt nicht im Griff hatte. Der hat sich ja komplett die Clownsnase aufgesetzt und hier einen auf harter Hund gemacht, nach dem Motto, komm, heute zeige ich es allen, was ein richtig harter Schiedsrichter ich bin. Voll Amateur, voll Spacken, tut mir leid. Das ist ein Hampelmann für mich. Es ist einfach nur ein Clown gewesen, nichts weiter als das. Also wirklich für solche taktischen Fouls da direkt die Karte zu zücken, keine Ahnung. Naja, aber trotzdem, wir kennen es ja beim FC. Jedenfalls gehen wir direkt mal rüber zur zweiten Halbzeit. Wir schließen das da gleich mal mit dem Spielbericht oder den Spielnacherfassungen meinerseits gleich mal ab. Wir kassieren die gelb-rote Karte, beziehungsweise Paccarada kassiert sie. Wir sind 10 Mann und ihr wisst ja, was es mittlerweile beim FC heißt. Wir sind eine dieser Mannschaften, die sofort dezimiert sind, sobald einer fehlt. Wir können dann gar nichts mehr erreichen. Das ist eigentlich schon die sichere Niederlage, es sei denn, der Gegner erhält selber nochmal eine rote Karte. Ja, wenige Minuten später trifft dann Gindorf kurz vor der Strafraumgrenze. Absolutes Traumtor. Also haben wir diese Saison überhaupt solche Tore erzielt? Ich weiß es auch nicht mehr genau. Die Saison ist so unspektakulär vom Spiel her. Und danach war es ja eigentlich auch vorbei. Was soll ich jetzt großartig noch erzählen? Da gab es nochmal so einen ähnlichen Versuch von Dejan Ljubicic, der sowieso auf dem Absprung ist. Ja. Und somit gehen wir dann letzten Endes mit 1:0 nach Hause. 1:0 für Hannover 96. Der Trainereffekt hat eingesetzt. Ja, ich weiß, Lottner ist kein Cheftrainer, aber generell Trainerwechsel, da kannst du eigentlich schon direkt ins Wettbüro gehen und auf Niederlage FC tippen. Kannst du direkt im Voraus machen. Ganz ehrlich, an all die Leute, die irgendwie spielsüchtig sind, wenn der FC zu einem Spiel antritt, wo der Gegner vorher den Trainer gewechselt hat, oder sagen wir mal, die Fans groß auffahren mit einer großen Choreo und kommt alle in den und den Farben, dann verlieren wir. Größtenteils. Könnt ihr euch schon nahezu sicher sein. Ich bin keiner, der Sportwetten großartig gut findet. Ich mag es überhaupt nicht, aber nur so ein kleiner Tipp von mir. Ja, ungefähr eine Stunde später sind wir dann zurückgefahren nach Köln. Haben dann im Stau gestanden. Klar, war zu erwarten wegen dem Ferienverkehr, aber es hat auch mit so einer Großbaustelle in Niedersachsen zu tun. Also ich weiß auf jeden Fall, wir waren noch in Niedersachsen, weil ich noch nach 2 Stunden immer noch an den Autobahnschildern die Hannover 96 Graffitis gesehen habe. Naja, insgesamt hat die Rückfahrt 6,5 Stunden gedauert. Klar, Pausen wurden auch gemacht. Muss man ja im Prinzip. Aber es war dann halt so knapp geworden. Ja, hat nicht mehr lange gedauert, dann hätte der Fahrer seine Lenk- und Ruhezeiten überschritten. Da muss man auch noch das im Hinterkopf haben. Ich hatte richtig Angst, dass ich nicht rechtzeitig zu Hause ankomme. Also, dass ich vielleicht irgendwo im Niemandsland von Nordrhein-Westfalen, irgendwo da bei Bielefeld, stecken bleibe und es nicht weitergeht. Ich habe auch ein Glück mit diesen Auswärtsfahrten und da sage ich euch ganz ehrlich, jetzt sind wir wieder bei der Kategorie, Leo ist zu alt für den Scheiß. Oder Leo sagt, ich mache das nie wieder. Ja, ich sag ganz ehrlich, ich sag jetzt nicht, dass ich nicht mehr auswärts fahre, aber ich werde jetzt das wirklich auf die Goldwaage legen, wie weit ich fahre. Ja, die Spiele im Umkreis von Köln, die sind natürlich etwas schwerer zu bekommen, schnell ausverkauft. Aber ich werde die wohl nur noch die avisieren. Je nachdem, ob wir jetzt aufsteigen oder nicht. Falls wir aufsteigen, dann wird es dann wahrscheinlich Dortmund, Mainz, Frankfurt oder was haben wir noch? Habe ich Dortmund erwähnt? Ja, falls Bochum drin bleibt, kann ich das eh vergessen. Ja, sowas halt. Nichts, was mit dem Auto länger als 2 Stunden dauert. Und auf der Rückfahrt wegen Stau nochmal, sagen wir mal, eine Stunde drauf. Und vor allen Dingen nicht, wenn es Sonntag ist. Erst recht nicht, wenn es Sonntag ist. Also sonntags nur noch im Umkreis. Und bevor ihr sagt, ja, wieso hast du dann trotzdem dich entschieden, da hinzufahren? Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Die DFL rückt ja die Spieltermine da keine Ahnung wann raus und der Verein ist logistisch dazu gezwungen, diese Tickets in den Vorverkauf zu bringen. Auch wenn kein Termin feststeht, Entschuldigung. Und das ist das Problem. Du weißt ja noch nicht mal, ob du wirklich Bock oder Zeit hast. Und du bist dazu gezwungen. Und dann hast du dann die Karte und dann denkst du dir, ja, unter gewissen Umständen komme ich vielleicht noch rechtzeitig zu Hause an und so. Ja. Und diese Eventualität mit den Ferien, die hatte ich nicht im Hinterkopf. Ich glaube, es wird langsam Zeit für solche Auswärtsfahrten unter so einem Stressniveau die Fackel weiterzureichen an eine junge Generation. An so Leuten, die noch nicht so fest im Leben stehen, die noch nicht einen Vollzeitjob haben, die vielleicht studieren gehen
oder gerade mal in der Ausbildung sind, wo man vielleicht mal sich einen läppschen Tag auf der Arbeit erlauben kann. Ich bin froh, dass ich überhaupt noch, ja, kurz vor meiner üblichen Schlafenszeit zu Hause angekommen bin, aber ich konnte nicht runterkommen. Und jetzt sitze ich hier und rede drüber und mache mir Gedanken. Ja, ich mache mir vor allen Dingen jetzt Gedanken. Wisst ihr, erinnern wir uns letztes Jahr zurück, ja, wir hatten nicht so einen Polster, wir könnten auch selbst bei einer Niederlage nächste Woche weiterhin auf dem Aufstiegsplatz bleiben. 4-Punkte-Polster haben wir. Aber der FC ist so nicht mal mehr ein lovable Loser, sondern einfach nur ein Loser momentan geworden. Was so Entscheidungsspiele angeht, ich traue ihnen so wenig zu mittlerweile. Und es ist ja meistens auch berechtigt. Ich mache mir da richtig Sorgen, dass wir bis zum Ende noch irgendwie verkacken oder in eine Relegation landen. Und ja, Relegation, liebe Freunde. Ich glaube, eine Relegation würden wir nicht überstehen. Die Statistik sagt ja auch, dass der Zweitligist meistens drin bleibt. Also in der zweiten Liga und nicht aufsteigt. Meistens. Nicht immer, aber meistens. Und dementsprechend mache ich mir Sorgen, dass wir es vielleicht bis zum Ende noch verkacken. Wir müssen gegen Regensburg erstmal gewinnen. Nur bei Regensburg, auch wenn das jetzt auch dort nicht der Torjäger schlechthin ist, aber er hat schon mal getroffen, da spielt Sagis Adamian, ein Spieler, der vielleicht noch mit uns ein Hühnchen zu rupfen hat. Hoch motiviert ist. Motivierter als unsere Spieler. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Auf jeden Fall sind wir einer der unverdientesten Aufsteiger aller Zeiten. Mit so einem geringen Punktepolster. Mit so einer geringen Punkteanzahl. Gilt aber auch für die anderen. Sehr merkwürdig, also schlechte Qualität in dieser zweiten Liga. Auf jeden Fall ganz, ganz schlechte Qualität. Also so schnell wir vielleicht auch wieder aufsteigen, so schnell verabschieden wir uns. Und ich glaube auch nächste Saison, was meine Spieltagstipps angeht, werde ich wohl bei jedem Spieltag Geiß oder Bock spielen. Bei jedem, weil ich wüsste echt nicht, was ich tippen soll. Außer gegen Bayern München zum Beispiel. Oder die Pillen. Wobei, gab ja auch immer mal wieder so überraschende Spiele. Wir hätten es ja beinahe geschafft im DFB-Pokal. Ja, keine Ahnung. Mich regt einfach nur auf, dass da so viele Spieler sich schon als prädestinierte Erstligaspieler sehen. Aber im Gesamtumfang die Leistung nicht erbringen. Ja, das bleibt am Ende hängen. Ich bin enttäuscht, wie schon gesagt. Da werden sich Leute in Zukunft über eine weitere Karte, die frei ist, freuen. So oft fahre ich jetzt nicht mehr auswärts. Klar, ich war die Saison auch nur 3-mal, aber das waren 3-mal sehr lange Fahrten. Ich werde zu alt für den Scheiß, glaube ich. Ich will mich auf jeden Fall erholen. Gucke ich lieber zu Hause, bin ich relativ schnell zurück. Oder gucke es irgendwo anders, wo ich im Umkreis bin. Ihr seht schon an den ganzen Versprechen. Ich habe eigentlich keinen Bock darüber zu reden, aber ich mache es einfach für euch, für die hier regelmäßig zusehen. Ja. Schauen wir mal weiter. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir gegen Regensburg gewinnen, aber Gefahr droht trotzdem. Aber damit werden wir uns am Ende der Woche beschäftigen. Und von daher, ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und dann würde ich an der Stelle sagen, auf Wiedersehen. Dann werden wir uns noch wiedersehen. Unser kosmischer Held, der gute Kosmos, das Beste